Grüezi miteinander. Hello, hello Karandar. I'm so sorry. I'm so sorry, ja. Ihr habt es vielleicht gesehen. Chat und Grüezi übrigens Nelfi. Schön, dass du da bist. Merci für den Audio-Lurk in diesem Fall. Ihr habt es vielleicht gelesen. Es gibt heute wieder Satisfactory. Ich bin ein bisschen dunkel, merke ich gerade. Ich muss dann das Licht einschalten. So, Licht. Es werde Licht. So. Es gibt heute wieder Satisfactory. Ja, ich habe es letztes Mal gesagt. Massi, grüezi Massi. Treu wie jeden Mittwoch, genau. Sutet, grüezi. Hi Sutet, geht's euch gut? Habt ihr einen guten Wochenstart gehabt? Ich tue noch schnell fertig erklären. Ich muss mich hier noch rechtfertigen. Karandar hat gefragt, kein Last of Us. The Last of Us Part 1 war die Idee gewesen. Noch letzte Woche habe ich tatsächlich so angekündigt. Es ist aber auch, es ist auch ein bisschen mein Fehler, es war noch nicht sicher gewesen. Leider nicht, nein, hat nicht ganz geklappt. Vielleicht ein anderes Mal. Vielleicht auf meinem Channel mal und ja, mal gucken. Aber wenn wir schon gerade bei dem sind, ich bin der Troy, ich streame auch auf meinem privaten Channel twitch.tv/TroyHammaren. Jeden Samstag ab 19 Uhr. So, Satisfactory heute. Ein bisschen bauen, ein bisschen abbauen, automatisieren. He? Wir bauen hier quasi das Lager von brack.ch in Willisau, also mit Robotern und so. Nein, vielleicht nicht mit Robotern, aber man kann vieles automatisieren in diesem Spiel. Mal schauen, ob du das erkennst. Oh, Moment schnell. Zu deinem Intro habe ich gerade ein Filmzitat. Von wo ist folgendes? Assis! Light! The Fifth Element. The Fifth Element suited final answer. Der Film ist echt nicht schlecht. Ich weiß nicht, haben wir schon mal darüber geredet? Wir haben ja mal so einen längeren Talk über Filme gehabt. Ich als Filmnerd, du als Filmnerd. Ja, Fifth Element ist sehr speziell. Habe ich einen sehr guten Film gefunden. Es ist nicht alles... Ja, wie soll ich sagen? Es hat ein paar Schwächen. Ein paar kleine Schwächen. Aber sonst sehr ein fresher Film, würde ich jetzt mal sagen. Auch heutzutage noch, wenn man ihn schauen würde. Bruce Willis natürlich in dieser Zeit. Ja, einfach geil, oder? Jeder Film mit dem Bruce Willis war einfach nice gewesen. Super, sonst geht es dir gut. Jetzt lese ich noch schnell, muss noch schnell schauen. Schön habe ich kennenlernen, Massi. Ebenfalls, also du beziehst dich auf das Gaming Hotel am Wochenende in Nottwil, wo ich war, wo der Massi auch war, wo viele andere waren. Viele andere Schweizer Streamer. Und ja, es gibt viel von uns. Hat richtig Spass gemacht, so viele Leute, wirklich tolle Leute kennenzulernen, muss ich auch sagen. Also gerne weiter. Ich glaube, nächstes Jahr gehe ich auch wieder. Es ist einfach so ein bisschen im kleineren Rahmen, es war gemütlich und das hat mir noch gefallen. Und, aber Hero Fest ist auch ein Thema. Bevor jetzt alle wieder fragen, Troy, ich bin schon am Hero Fest. Ja, ich, privat. Privat am Sonntag. Das ist jetzt inzwischen auch klar. Sonntag am Hero Fest. Pini, grüezi, Nerd! Wer wo an? Hoi du, Troy. Pini, hoi. Schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Pini? Geht's dir gut? Das stimmt, man muss ein bisschen Humor, mit ein bisschen Humor nehmen, aber immer wieder gut für zwischendrin. True, suited auf jeden Fall. Ich finde ihn wirklich erfrischend. Es ist ein anderer Stil, auch ein anderer Stil von Humor, ein anderer Stil von Sci-Fi, von Zukunft und so. Es ist echt gut. Multipass. Ja, der Sticker kommt einen Ehrenplatz über. Ja, ich habe übrigens, falls ihr euch fragt, ich habe Stickers verteilt am Sonntag. Meine Stickers kleben jetzt überall. Ich glaube, Black Dolphin hat einen Sticker jetzt auf dem Laptop. Enkera hat meinen Kopf auf dem Kühlschrank. Es ist verrückt.
Ich gehe vermutlich am Freitag ans Hero Fest. Okay. Ja, wird... Ich kann schon schauen, ob ich vielleicht 2 Tage gehe, Samstag nicht. Freitag wird aber tatsächlich auch schwierig. Ich vermute, dass ich nur am Sonntag dort bin. Aber Massi, wie gesagt, man sieht sich sonst auch ein anderes Mal. Und sonst in einem Jahr wieder. In einem Jahr wieder in Notwil. Genau. Miss Multipass. Mir geht es super, danke, bin immer am Arbeiten, aber eher am Hören als am Schauen. Easy Peony. Dann danke ich dir auf jeden Fall für den Audio-Lurk. Es ist bei vielen so, jetzt um diese Zeit. Man hat noch nicht gerade Feierabend. Ja, ist tatsächlich so. Und nochmal schnell als Erinnerung, es gibt Satisfactory, nicht The Last of Us Part 1, leider nicht. Genau. So. Jetzt schaue ich da mal, dass wir noch ein bisschen Gameplay reinbekommen. Nicht wie auf meinem Channel. Habe ich noch etwas vergessen? Irgendetwas wollte ich noch sagen. Ich weiss nicht mehr, was ich wollte sagen. Wollte ich noch irgendetwas sagen? Vielleicht kommt es mir noch in den Sinn. Auf jeden Fall kein Stress, ich muss auch wieder ein bisschen arbeiten. Aber hören wie immer zu. Merci, lieber Chat, für euren Audio-Lurk, auch wenn ihr am Arbeiten seid. Aber freut mich natürlich, dass ich eure Unterhaltung sein darf, während dem Arbeiten, so ein bisschen auf einem Ohr vielleicht und so. So. Ja, was ich noch wollte sagen, ja, mir geht es übrigens auch gut. Ich bin sehr fresh gerade. Das ist geil, oder? Sie haben das warme Wasser in den Wohnungen abgestellt. Sie haben es endlich angekündigt. Troy hat es natürlich verhängt. Jetzt habe ich vorhin schon kalt duschen. Ja, mir geht es wunderbar. Ich bin wach. So, also. So viel dazu. Gehen wir schnell ins Spiel weiter. So, Satisfactory. Geil, oder? Macht Spass. Mir macht es auf jeden Fall Spass. Ich hoffe, euch macht es auch ein bisschen Spass. Die da sind, wer kennt es? Gewisse sind vielleicht nicht zum ersten Mal am Zuschauen. Wer kennt schon meine Stimme? Wer hat es noch nie gespielt? So, ich lasse wie immer ein bisschen Synthwave laufen. Einfach sagen, wenn es euch stört, wenn es zu laut ist oder wenn irgendwie sonst etwas nicht stimmt. Genau. Zum Kaltduschen sagen ein paar Leute, dass es wahre Wunder wirken soll. Ich kenne es noch nicht, bin jetzt gespannt. Ja, also es ist gar nicht meins, kalt duschen. Also wirklich, also gut, ich meine, es ging noch älter. Im Winter müsste ich es jetzt nicht haben, wenn da wirklich eiskaltes Wasser rauskommt. Aber auch jetzt ist es schon genug kalt. Es ist gar nicht meins. Ich bin dann eher genervt nachher. So eine warme Dusche macht bei mir eben viel aus. Eine warme Dusche, und dann geht es mir wieder gut. Kalte Dusche, dann bin ich hässig. Nein, sag ich. Ich bin jetzt nicht hässig. He? Wir haben hier ein cooles Spiel. Ich erkläre schnell, was wir hier letztes Mal so ein bisschen gemacht haben. Und meine Stimme will sich immer wieder verabschieden. Das ist super. Entschuldigen, Chat. Schnell einen Schluck warmen Kaffee nehmen. Du Warmduscher. Escapes. Wer ist da? Wer ist es? Ist es der Hergi? Ist es der Timbo? Ist es der Andi? Aber grüezi Escapes. Kaltes, klares Wasser. Hat es nicht mal so ein Lied gegeben? Sagt mir jetzt im Fall gerade nichts. Also wenn du schreibst «Hallo Blätsch», dann bist du der Hergi, oder? Sehr gut. Ich bin jetzt echt der Blätsch. He? Ich bin der Blätsch, kann nichts dagegen machen. Da haben wir Nüssli im Boden, geil. Ich erkläre noch mal schnell, was wir hier gemacht haben. Wir sind noch nicht weit, wir sind auf den Planeten gekommen. Die Idee ist, den Planeten zu verschmutzen. Nein, eigentlich ist die Idee, Materialien abzubauen, Zeug zu bauen, Teile zu bauen, um das Ganze hier, wo wir haben, unseren Hub weiterentwickeln. Wir haben sogar einen Weltraumlift, wo wir gleich mal bauen müssen, um Materialien in Orbit zu transportieren und so weiter. Es geht wirklich darum, aufbauen, abbauen. Genau, das ist so ein bisschen das Ziel von diesem Spiel, und das Automatisieren. Also ganz am Anfang haben wir von Hand abgebaut, Eisenerz, dann haben wir irgendwann so kleine Roboter gehabt,
die das für uns gemacht haben, aber wir haben es immer müssen selber wieder rausnehmen, das Erz. Inzwischen haben wir ein Gebäude, das das automatisch macht. Wir haben Laufbänder, wir haben hier ein Zwischenlager für Eisenerz. Es geht noch eine weitere Produktion, was jetzt da zum Beispiel hier Barren macht. Und hier, nein, Schmelzofen. Schmelzofen, hier Konstruktion, was nach einer Eisenstange macht. Und hier haben wir Eisenplatten, die es macht. Aber wir können tatsächlich schon viel mehr als das machen. Das heisst, wir müssen noch mehr Konstruktoren bauen. Das Ganze kommt nachher hinten raus und wird hier gelagert. So haben wir quasi immer Zugriff auf Materialien, die wir brauchen. Und so ist das Game ein bisschen aufgebaut. Ja. Es wird nachher wirklich eine riesen Base irgendwann sein mit Haufen Laufbänder. Die werden nachher auch schneller und es gibt so viel, was man machen kann. So viel. Es ist auch wirklich so ein bisschen, sag jetzt mal, Open World. Ja, sagt man dem so? Ja, glaube schon. Das heisst, wir haben jetzt hier unsere Base, aber wir können hier vielleicht auch ein paar Kilometer nebeneinander hin und dort eine Expansion bauen, zum Beispiel Strom erzeugen, zum Öl pumpen. Dann braucht es auch wiederum Pipelines fürs Öl. Es ist wirklich riesig. Riesig. Also das ist so eine kleine Erklärung. Wie gesagt, wir sind noch nicht weit. Ich tue immer ein bisschen erklären, was ich mache. Und ja, ich habe das vor ein paar Jahren mal wirklich gesuchtet, das Spiel. Ich kenne mich ein bisschen aus, aber es ist auch in diesen 2 Jahren, sage ich mal, ist viel gegangen an Updates. Also nicht alles kenne ich wirklich. No, es gibt viele Funktionen, die mir jetzt auch von euch Chat erklärt worden sind letztes Mal. So, ich lese mal schnell den Chat noch. Be honest. You're gonna suck this planet dry. ja, Hashtag Oblivion. Es ist wirklich so ein bisschen der Nebeneffekt, wo man halt jetzt schon ein bisschen merkt, jetzt noch nicht extrem. Aber jetzt haben wir auch unsere Fundamente gebaut. Oder? Und es ist eigentlich ein schöner grüner Planet. Ja, da ist ein bisschen grünes Gas und so. Das ist gefährlich, aber gehört halt dazu. Ein wunderschöner Planet. Wir können irgendeine Motorsage machen. Wir nehmen alle Bäume voneinander. Es ist wirklich so ein bisschen, es geht bis zu Nuklearkraftwerk, die wir am Schluss, das ist wirklich dann aber am Schluss, können bauen. Und dann haben wir radioaktiven Abfall, den wir irgendwann entsorgen müssen. Also es ist schon schlussendlich halt auch ein bisschen ein Verschmutzen von der Umwelt. Das ist fast so ein bisschen, wie es in Real auch ist. Leider. Schnell lesen, wer haben wir noch? Faro, grüezi, Faro, geht's dir gut? JC Faro, geht's dir gut? Schön, dass du da bist. Das Game ist echt cool, vor allem mit dem Matterhorn im Hintergrund. Ja. Das ist echt nicht schlecht, muss ich sagen. Das ist mir erst jetzt aufgefallen. Ist das in dem Fall ein fancy Dinkum? Was ist ein fancy Dinkum? Das habe ich noch nie gehört. Was ist ein fancy Dinkum? Ist das auch ein Filmzitat? Ich wollte schon sagen, oder bin ich für den Begriff zu jung? Aber sautet, wir sind, ich glaube, etwa gleich alt. Ich glaube, du bist jünger. So, hä? Apropos Film- und Serien-Nerd. So. Entwickler so, komm, wir nehmen einfach ein paar Assets. Merkt ja keiner, dass das Matterhorn ist? Hast du schon immer gewusst, dass es Zermatt ein anderer Planet ist? Aber das ist so viel. Ja, es hat schon etwas. Es hat tatsächlich etwas. Hoi, Hergi Potter. Der Hergi Potter. So, also, jetzt, wir versuchen hier mal schnell zu starten. Die Musik mache ich ein bisschen lauter. Ich kann sagen, wenn es nicht gut ist. Ist das Game ein bisschen lauter? Nein, ist gut. Ja, alles gut. Wir haben aktuell noch einen Biomassenstromgenerator. Der wird betrieben mit aktuell 45 Blättern. Das heisst, wir müssen unbedingt noch schnell ein bisschen Blätter sammeln, damit uns der Strom nicht ausgeht. Ja, wir haben nachher hier Stromleitungen. Jedes Gebäude, ausser Lagercontainer, braucht tatsächlich auch Strom.
Also auch da gehört dazu Strommanagement und ist mit der Zeit auch recht challenging, muss ich sagen. Nicht einfach, he? Sehr komplex da das Ganze. Jetzt muss ich schnell schauen, was bekommen wir da? Blätter. Endlich möchte ich da das... ist das da, was wir brauchen? Moment, ich muss jetzt da wieder die Tasten finden. Nein, eigentlich brauchen wir Blütenblätter, weil die sind viel besser zum Verbrennen anscheinend. Aber dann müssen wir schnell schauen, wo wir das haben. Frage Troy, wieso ist ein Sticker von dir Kaffeetrink? Bist du so Kaffee-Afficionado? Ja, so würde ich mich jetzt nicht bezeichnen. Es ist so ein bisschen eine Tradition, zumindest auf meinem Channel. Jetzt aktuell habe ich einen richtigen Kaffee da, richtigen Kaffee. Braucht es auch manchmal. Aber den Kaffeetrink gibt es bei mir auf dem Channel einerseits als eine Kanalpunktebelohnung, die ihr einlösen könnt. Ich habe den Kaffeetrink in das Boss-Battle eingebaut, das es ja auch gibt bei mir. Es ist auch so ein bisschen, ich sage jetzt mal ein bisschen ein Markenzeichen geworden. Der Kaffeetrink, ein Begriff, den man häufiger lässt bei mir, und darum gibt es den Sticker. Das ist ganz simpel. Aber nein, ich bin nicht gesponsert. Das suche ich. Das suche ich. Der beste Treibstoff. Blümli. Ich finde gut, dass du Tactical Sprint anhast. Wissen nicht alle. Tactical Sprint. Okay. Ja, weisst, ich kenne mich eben aus. Endlich trinkt der hemmungslos Tequila, ja genau. Es ist auch immer Tequila drin. Da in den Tassen und so. Nein, lieben Arbeitgeber, bitte keine Panik. Bitte keine Panik. Alles gut. Das ist Kaffee. Das ist erlaubt. Aber apropos Tactical Sprint, für die, die vielleicht noch jetzt gerade anfangen, oh, Strahlungslevel. Was hast du los, Strahlungslevel? Ich bin hier am Sterben. Ich will da nur Blümchen sammeln. Okay, radioaktiv irgendetwas. Müssen wir noch herausfinden, was es genau ist. Was ich auch sagen, man kann in diesem Spiel einerseits säckeln. Wenn man säckelt und sich duckt, macht er einen Slide. Wenn man das zusammen mit dem Gumpen kombiniert, ist man ein bisschen schneller unterwegs. Habe ich gemeint. Ich glaube, es ist auch so. Also jetzt nicht messen, aber es sieht schon ein bisschen schneller aus. Früher war es auf jeden Fall so. Noch nicht gesponsert. Ja, vielleicht kommt da noch. Muss man schnell schauen, was jetzt da mit dieser Radioaktivität ist. Genau da bei diesen Blümchen, die ich aufsammeln möchte. Yes, Sliden ist einfach schon geil, wenn man da kann. Oder? In einem Spiel sliden, es ist einfach, macht das Spiel gerade geiler. Apropos, ich möchte unbedingt am The Rock in Tequila probieren, aber der kommt mir, glaube ich, noch nicht über in der Schweiz. The Rock, Dwayne The Rock Johnson, hat einen eigenen Tequila. Habe ich gar nicht gewusst, aber da würde mich jetzt auch gerade wundern. Kommt mir aber in der Schweiz nicht über. Ich muss auch mal googeln. Ich nehme an, du hast schon gegoogelt. Aber es würde mich jetzt schon auch noch reizen, so eine Flasche zu kaufen. Ja, ich in Real Life. Sehr gut. Terraman oder so heisst der, glaube ich. Ich muss mich mal erkundigen. Das ist wirklich Strahlungslevel. Aber da ist noch gut. Was strahlt denn da? Ich habe da wieder einen dummen Ort ausgewählt zum Bauen. Weil ich muss mir halt merken, ich darf da nicht in diese Richtung ausbauen. Wobei, wir haben da noch ein bisschen Abstand tatsächlich. Aber irgendwann ist es halt ein bisschen doof, wenn wir plötzlich radioaktive Zonen haben in der Base. So, das ist der Blümchen-Pflück-Simulator, den wir hier spielen, lieber Chat. Auch ich lasse mich von so Marketing-Scheiß nicht beeindrucken. Gut, Hergi, du hast auch ein bisschen recht, muss ich ehrlich sagen. Weil schlussendlich ist es so, mit was verdienen sie Geld? Wahrscheinlich nicht wegen dem ausserordentlich guten Tequila, sondern wegen dem Namen. Das ist halt immer ein bisschen so. Aber mich reizt es gleich, einfach mal zu probieren. Ja.
Das heisst ja nicht, dass es schlecht ist. Vielleicht hat ja da der Rock, der Dwayne Johnson wirklich geschaut, dass das wirklich etwas ganz Spezielles ist und so. Ich bin aber sonst auch nicht so Tequila-Trinker, muss ich ehrlich sagen. Ich bevorzuge einen guten Rum. Oder tatsächlich auch einen guten Whisky, darf es auch mal sein. Ich bin jetzt inzwischen eher Rum-Fan, muss ich ganz ehrlich sagen. Hergis Badewasser. Ja, da wird sich sicher gut verkaufen, Hergi, oder? Hergis Badewasser. Ich meine, ja, funktioniert das tatsächlich. Er ist ja nicht die erste Person, die so etwas machen würde. So, jetzt muss ich schnell schauen. Wir können hier noch ewig sammeln. Wie viel haben wir schon? Wir haben einen 500er Stack, 237. Wir füllen noch schnell den zweiten Stack. Dann können wir beide Generatoren voll machen. Dann haben wir für diesen Stream sicher Ruhe. Mal schauen, ob wir schon die nächste Stufe von Stromproduktion auffahren in diesem Stream. Es ist so nicht gelblich. Uff! Troy, du bist doch ein Profi. Ich wollte gerade etwas probieren. Kann ich meinen Emotes-Präfix ändern? Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe es noch nie gemacht. Du kannst ihn einstellen. Ich weiss nicht, wie manchmal du es noch ändern kannst. Im Nachhinein noch kannst du ändern. Aber es müsste schon gehen, Massi. Das wäre wahrscheinlich der Twitch. Einfach dort, wo die Emotes sind. Dort, wo die Emotes rauflässt. Ich glaube, du kannst es ändern. Du kannst es aber nicht beliebig ändern. Das ist vielleicht noch zu erwähnen. Du kannst, glaube ich, du musst einen Teil von deinem Namen haben. Ich weiß auch nicht, ob es vorgegeben ist, wie viele Zeichen. Aber ich glaube, du darfst nicht einfach irgendwie, keine Ahnung, könntest jetzt nicht Troy als Präfix nehmen. Du müsstest irgendwie Bionic irgendetwas als Präfix nehmen. Oder irgendwie so. Aber probier's mal. Mein Präfix auf meinem Channel ist, glaube ich, Troy H. Ja, Troy H, definitiv. So, wo ist der Hub hier? Übrigens, ich habe das letzte Mal schon gesagt, was sehr schön gemacht ist in diesem Spiel. Es ist alles sehr übersichtlich. Beim Bauen ist es übersichtlich. Man hat oben ein Radar. Man sieht immer, wo was ist. Also zumindest, wo das Hub ist. Man kann sich dann auch so Poles aufstellen, wo einem zusätzliche Orte markieren. Das muss man aber aktiv machen. Also man kann nicht einfach markieren, sondern man muss etwas bauen und hinstellen. Aber ich finde es echt cool gemacht. Und da haben wir ein freundliches, komisches Tier. Ich weiss, auf dem kann man rumgumpen, aber ich bin noch nicht so ausgerüstet, dass ich jetzt da auf das Viech raufkomme. Aber die sind freundlich. Es gibt aber auch aggressive Viecher. Für diesen Moment haben wir hier unseren Zepper, den wir brauchen können. Und natürlich unsere Füße, das ist ganz wichtig. Wie habe ich jetzt da gemacht? Okay. So, wir schauen hier mal schnell schauen. Oh, jetzt ist das tatsächlich schon durch. He? Interesting. Jetzt sehen wir gerade schnell, was passiert, wenn der Strom ausgeht. Dann schaltet sich alles ab. Man muss auffüllen mit Blättern oder was auch immer, Fuel und so weiter. Und dann muss man es aktiv wieder einschalten. Ist jetzt noch kein Problem, weil wir haben alles an einem Ort. Ich kann euch vorstellen, irgendwann hat man so eine grosse Base. Man hat vielleicht mehrere Expansions Bases verteilt auf dieser Map, wo der Strom herkommt. Kann man machen. Dann wird es manchmal ein bisschen mühsam, wenn man verschiedene Stromnetze hat und dann geht der Strom raus. So. Habe ich alles gelesen vom Chat? Ja, ich glaube es. Ich nehme noch schnell einen Schluck Kaffee und dann schauen wir, was wir machen. Was unser Ziel heute ist. Gut, wir gehen schnell beim Hub schauen. Da machen wir immer die Upgrades.
Und zwar hier. Wir haben verschiedene Hubstufen. Wir sind aktuell bei der Stufe 1. Wir können aber auch schon für Stufe 2 Zeug machen. Und dann gibt es so Unter-Upgrades, wo man quasi wählen kann, hey, was möchte ich als nächstes erforschen. Alles kostet immer Materialien. Was eine Möglichkeit wäre, sind die Förderband-Splitter. Das habe ich mir letztes Mal schon überlegt. Wenn wir schnell anschauen, könnte die eventuell sinnvoll sein. Und zwar genau jetzt hier. Wir haben 2 Eisenerze vorkommen. Die haben wir beide mit Gebäuden ausgestattet, die automatisch abbauen. Aber dann sehen wir, es staut. Das heisst, das Eisenerz wird sehr schnell abgebaut, aber wo es staut, ist bei der Produktion. Weil Eisenstangen können wir 15 pro Minute machen, Eisenbarren können wir 30 pro Minute machen. Aber Eisenerz bekommen wir ganze 60 pro Minute. Das heisst, wir könnten hier absplitten. Oder auch hier vorne absplitten, das wäre auch eine Möglichkeit. Schnell überlegen, das wäre eigentlich fast noch ein bisschen besser. Im ersten Schritt, da könnten wir mehr Produktion, also mehr Konstruktoren aufstellen und mit dem Material, das hier eigentlich abbaut, mehr produzieren. Splitter. Das wäre eine Option. Ich schaue mir noch schnell an, was wir noch haben, aber ich glaube fast, das machen wir. So, Logistik. Da haben wir Förderlift haben wir auch noch. Der Fusionator. He? Oh, wie hat der da schon wieder geheissen? Sautet. Wie hat es schon wieder geheissen? Kennst du den Continuum-Transfunktionator? ist aus einem Film, ist in Deutsch, ich weiß gar nicht, wie es auf Englisch ist. Weiss ich nicht mehr. Feldforschung, ja, da brauchen wir jetzt aktuell einen Inventarplatz. Das ist tatsächlich immer cool. Handausrüstungsplatz. Wenn wir so ein bisschen unterwegs sind, ist das ein geiles Upgrade. Nein, ich hätte es sagen, es ist tatsächlich nicht aus Back to the Future. Back to the Future ist der Fluxkompensator oder der Flux Capacitor. Der Continuum-Transfunktionator ist aus einer Komödie, die sich nennt, jetzt muss ich überlegen, Dude, where is my car? Ist der englische Begriff. Dude, wo ist mein Auto? Oder irgendwie so wäre es auf Deutsch dann. Ganz ein spezieller Film, aber da ist mir so etwas von geblieben. Ich müsste den echt wieder mal schauen. Es ist echt strauber Humor. Aber irgendwie aber schon noch geil. Jetzt hätte ich als nächstes Traumschiff gesagt. Aber Sultan, wenn du es noch nicht kennst, Dude, where is my car? Gib dir den mal. Er ist schon ein bisschen älter. Es würde mich selber wundern, wie der Humor heutzutage auf mich wirkt. Aber so aus dem Bauch heraus müsste ich sagen, gib dir den mal. Vielleicht findest du ihn scheisse. Kann sein, ich habe ihn recht lustig gefunden. Aber ich glaube, ich habe ihn damals auf Deutsch geschaut, aber müsstest du ihn wahrscheinlich auf Englisch geben. Dude, where is my car? Sehr gut. Wir machen Logistik. Ich gehe hier noch schnell schauen. Das ist alles ein bisschen zu advanced. Ja, Kettensäge ist okay, können wir irgendwann auch brauchen, aber bekommen wir auch wieder Inventarplätze. Förderband MK2, ja, sind wir auch noch ein bisschen davon entfernt. Logistik-Ideen, das machen wir Meilenstein auswählen. Wir brauchen 150 Platten, 150 Stangen, 300 Kupferdraht. Das ist jetzt aber genau etwas, da könnten wir vielleicht vorher noch schnell realisieren. Wir haben nämlich Kupfer noch nicht automatisiert. Kupfer ist tatsächlich da unten. Ja. Was machen wir zuerst? Ich werde tatsächlich Kupfer noch schnell machen. Ausser der Chef von euch sagt jemand, nein, ich will jetzt hier Splitter. Dann mache ich das. Es ist eigentlich fast egal, aber ich würde lieber Kupferproduktion mal anfangen. Für das brauchen wir Beton. Wir haben hier ein bisschen Kalkstein. Das ist übrigens auch etwas, was wir gemacht haben. Hier Kalkstein Miner.
es auch hier in einen Container transportiert. Und den Beta, den wir brauchen, müssen wir aber noch von Hand machen. Let's go. Jetzt ist mir da letztes Mal so ein geiler Trick beigebracht worden vom Chat. Yes, okay, let's go. Übrigens Leertaste, warten bis er es produziert hat, draufklicken und dann muss man nichts mehr drücken. Schön entspannt, ein bisschen zuschauen, wie es produziert. Aber Suited Traumschiff Surprise muss ich auch wieder mal schauen. Oder Shoot is Money Too. Das sind auch gute Filme tatsächlich. Ein paar von den wenigen deutschen Filmen, die ich echt gefeiert habe. Meine Filmempfehlung für dich ist Jack Reacher. Kennst du vielleicht? Ja, kenne ich. Wenn wir aber nicht... Also, der Film ist mit dem Tom Cruise. Es gibt jetzt inzwischen, glaube ich, noch eine Serie. Jack Reacher, ich glaube, ich habe es mal gesehen, aber ist mir nicht mehr präsent. Ich müsste wahrscheinlich wieder mal schauen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert ist in dem Film. Vielleicht habe ich ihn einfach auch nicht gesehen. Den habe ich schon ein paar Mal gesehen, aber ich finde ihn nice und es spielt einfach der Deutsche mit, wo der Erzähler ist bei dem legendären Klaus Kinski Ausraster-Video im Dschungel. Schon? Oh, what? Gibt 2 mit dem? Okay. Ja, ich muss das machen. Suited, das muss ich echt machen. Ich habe mir das eigentlich schon mal vorgenommen, weil ich einfach nie sicher war, ob ich sie schon gesehen habe. Aber in der Regel mag ich mich einmal, also entweder habe ich es schlecht gefunden und dann vergesse ich einmal, dass ich die Filme geschaut habe, weil mir einfach die Story nicht hängen bleibt, weil halt die Filme schlecht sind. Oder ich habe ihn einfach nicht gesehen. Aber Jack Reacher ist ja, glaube ich, hört man immer wieder. So schlecht kann ja der gar nicht sein. Muss ich gucken. So, wir haben ein Beton. Ein Beton. Ui! Sony! Es stinkt hier! No! Sony, why? Sony, merci vielmals für deinen Raid. Danke vielmals. Hello Raiders, wie geht's euch? Was habt ihr gestreamt? Was habt ihr gestreamt? Kann ich da einen Shoutout machen? Fragen über Fragen. Sony, ich versuche schnell. Bitte, bist mir nicht böse, wenn der Shoutout nicht funktioniert. Auf meinem Channel kenne ich mich besser aus. Es geht nicht. Dann mache ich es auch mündlich. Sorry, fail. Geht doch mal bei der Sony, klickt auf ihren Namen. Geht mal dort auf den Channel schauen, lernt vielleicht einen Follow dort. Sie macht das mega, mega super toll. Kommt immer rein und sagt, you stink. Ist aber normal, meint sie nicht böse. Raiders, wie geht's euch? Habt ihr einen guten Wochenstart gehabt? Willkommen hier bei uns, brack.ch, jeweils am Mittwoch mit mir. Wir haben aber auch noch andere Tage, wo andere Streamer streamen, wie zum Beispiel die Steffi oder der Cyril. Und wir haben am Montag jeweils noch einen Podcast, den wir aufnehmen und auf Twitch live streamen. Genau. Und aktuell bin ich hier bei Satisfactory ein bisschen am den Planet verschmutzen, respektive endlich geht es darum, Zeug abbauen, Zeug produzieren, Zeug automatisieren. Valorant natürlich, ja, Sony. Valorant, Sony, Valorant E-Sports-Profi, ich glaube, du bist schon gut, Sony. Also ich will jetzt das da nicht ins Lächerliche ziehen. Sony hat das schon im Griff. Valorant ist... Ich kann es nie anfangen zu spielen. Ich will jetzt nicht sagen, ich wäre schlecht. Vielleicht wäre ich aber nicht einmal so verrückt schlecht, weil ich sehr lange Counter-Strike gespielt habe, auf einem doch sehr professionellen Level vor vielen Jahren. Darum ich müsste wahrscheinlich reinkommen, aber ich habe mir einfach einmal gesagt, hey, es sieht interessant aus, aber irgendwie habe ich so ein bisschen das CS-mäßige doch gesehen und ich will nicht wieder irgendwie so viel Zeit investieren, weil es mich dann halt je nachdem schon packen kann. Ist halt so ein bisschen da. Aber Valorant sieht aber schon noch interesting aus, tatsächlich. Corporate doesn't wanna see me win. Gar nicht toxisch, gell? Suni, schön bist du da. Suni, wie geht's dir denn?
alles gut. Haben wir nicht zusammen Mario Kart gespielt, mal an einem Hero Fest? Ui. Schon, hä? Ui, ui, ui. Ja, Hero Fest, habe ich es vorhin schon erwähnt. Ich werde am Sonntag dort sein. Kommst lieber mal mit dem Bounce und mir COD spielen? Ja, das habe ich alles Weile gemacht. Ja, könnte ich schon machen. Ich bin ultra schlecht. Also ich spiele es halt einfach zu wenig. Ich bin nie gut zu dem. Ich bin wirklich nie gut gewesen. Im Warzone bin ich nie gut gewesen. Ich glaube, einer ist ein Win gehabt. Einisch. Was ich tatsächlich gerne gemacht habe, ist echt das normale Umgeballern. Weißt du, nicht Warzone, echt Modern Warfare 2. Einfach Shipment und dann einfach umballern. Oder? Das habe ich auch gerne gemacht. Das ist für mich super entspannend. So, ich muss schnell, ich sage hier planlos im Zeug um. Da ist es ja. Letztes Mal war es noch drin. Ich umgebaut. Ich brauche hier schnell ein paar von denen hier. Nicht alle. Control-Klick ist immer alles nehmen. Shift-Klick ist ein Stack nehmen. Wir nehmen schnell... das ist gut. Mir geht es super und der Suni, mir geht es auch gut. Das vorhin schon gesagt. Es ist alles super fresh, weil bei uns in den Wohnungen haben sie warm Wasser abgestellt den ganzen Tag heute. Ich bin vorinformiert worden, das ist mein Fehler, ich habe es verhängt. Und ja, ich bin heute noch unter der Dusche. Kalte Dusche, ne? Ist geil. Also ich bin sehr wach, ich bin sehr fresh. Nein, ich kann mich wirklich nicht beklagen. Ist alles gut. Das war aber ein tiefer 50er. Das ist auch lässig zwischendrin. Ja, es ist wirklich so, ich bin nicht mehr so Fan von Battle Royale. Also ich bin nicht jemand, der mich gross aufregt hat. Also wenn ich dir einmal zuschaue, du regst dich schon ein bisschen auf. Ich bin nicht so, ich reg mich innerlich auf. Es ist echt dann plötzlich der Punkt, wo ich muss sagen, jetzt habe ich die Schnauze voll von Battle Royale. Alle sind besser als ich. Lasst mich doch auch mal gönnen. Genau, etwa so. Ich muss schnell schauen, ich sollte da mal etwas produzieren. Da. Ich bin nur am Labern, oder? Nur am Labern. Also was ich gerne machen sind die Fundamente. Und die Idee ist eigentlich, dass wir Kupferproduktion auffahren. Und jetzt muss ich ganz schnell schauen, das ist etwas, was ich letztes Mal da nie so richtig gemacht habe. Wie kann ich das auf die Hotbar legen? Mit den Nummern. Also für die, die das Spiel noch nicht kennen, vielleicht jetzt auch gerade erst angefangen haben, mit dem Maus über ein Element, das man bauen kann und dann auf der Tastatur 1, 2, 3, 4 eine Zahl wählen und dann hat man es unten in der Hotbar und kann es easy auswählen. Das machen wir jetzt nämlich hier gerade schnell. Ich muss schnell alle Varianten haben. Sehr gut, macht das Leben einfacher, weil jetzt müssen wir nicht immer ins Menü rein. Aber nur ein bisschen. Elotrix der Schweiz. So, jetzt probieren wir das mal schnell. Ich glaube, das ist tatsächlich nicht einmal schlecht, wenn wir hier abgehen. Mit Mausrad kann man übrigens immer die Elemente drehen. Jetzt habe ich das Falsche genommen. Nein, es ist eigentlich nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Zu steil ist immer ein bisschen doof. Vor allem nachher, man kann irgendwann noch ein Fahrzeug machen und wenn es dann zu steil darauf geht, wird es je nachdem eben dann schwierig. Das sieht nie schön aus, was ich jetzt hier gemacht habe. Es funktioniert tatsächlich. Aber ich bin nicht Fan von Sachen, die unrealistisch sind. Darum ich fülle immer auf. Jetzt snappt es natürlich nicht dort, wo ich das gerne will. So. Dann machen wir hier schnell zu. Da machen wir auch zu. Let's go. Ja. Kann man anschauen. Sehr gut. Ich muss jetzt schnell überlegen. Wir gehen dort runter. Ha! Okay. Schnell schauen, wie wir das machen. Also etwas, was wir im letzten Stream schon
gebraucht haben, ist das sogenannte World Grid. Ich habe jetzt schon gesagt, das ist relativ wichtig. Also, wenn man Ctrl drückt, übrigens, dann hat man das World Grid. Man sieht, das snappt dann immer. Und wenn man da braucht, ist egal, wo man anfängt zu bauen auf der Map, es geht schlussendlich immer auf. Also wenn ich jetzt hier so ein Fundament baue, zum Beispiel hier, und das ist etwa da, wo ich jetzt auch vorhabe, und wir das erweitern und endlich verbinden mit unseren Fundamenten, geht es auf. Das hatte ich vor 2 Jahren noch nicht, die Funktion. Aber wir machen das jetzt, wir nutzen das gerade. Jetzt ist es... Wie habe ich das vorher nicht gemacht, dass es so schön im Boden innen ist? Oh, hier, das ist es. Wir haben hier unser Kupfer. Wir haben hier unser Kupfer. Ja, aber Blackie, grüezi, Black Dolphin, wie geht's dir? Da geht leider das Ausrufezeichen Blackie-Befehl nicht. Aber schön bist du da, Blackie. Hast einen guten Wochenstart gehabt. Blackie war übrigens all day. Gaming Hotel. Ich durfte sie auch in real life kennenlernen. Mega tolle Leute. Echt. Alles mega tolle Leute. So. Gut, ja, das kommt gut. Das kommt gut. Zuversichtlich da. Jetzt machen wir schnell... Und da schnarrt einer mit mir. Gehen Sie aus meinem Kopf, ich will da bauen. Schnell lesen. Sie hat mir sicher als erstes gesagt, ich soll nicht rumschimpfen. Jetzt komme ich nicht raus. Jetzt komme ich nicht raus. Blackie sautet. Also du schimpfst schon viel sautet. Aber es gehört dazu. Es ist tatsächlich auch ein bisschen ein Markenzeichen. Und ich nehme an, das ist dir auch bewusst. Grüezi. Ah, das sagt sie dir immer. Ja, ist es so. Nicht so viel fluchen. So. Nein, ist doch gut. Ist ja lustig. So, Miner. Yes, es snappt. Perfekt. Haben wir 2 vorkommen? Haben wir nur 1 vorkommen? Muss ich noch mal schnell schauen. Nein, da ist noch das 2, oder? Vielleicht auch nicht. Wie ist es auch da schon wieder gegangen mit Baumodus wechseln? Zug. Das ist auch sehr nützlich. Da kann man noch einmal anfangen und kann dann auch aufziehen. Sehr nice. Ist auch relativ neu. Mir ist schon der Beton ausgegangen. Geil. Ich nehme schnell meiner aufs 5. Da kann ich einen bauen. Ja, es ist glaube ich nur 1 vorkommen. Ich meine, es sagen mehr. Okay, never mind. Also ein Miner können wir machen. Und dann würde ich sagen, wenn wir das transportieren. Ja, der flucht auch immer wie ein Weltmeister. Was ist das Ziel von diesem Spiel? Also, Blackie, du hast den einfach noch nie gespielt. Ich muss da schnell warten, bis da die Stimme fertig geredet hat in meinem Kopf. Also, wir sind auf den Planeten gekommen, in einem Pod. Und wir haben endlich mit nichts gestartet. Das Einzige, was wir machen konnten, ist, mit den Materialien vom Pod haben wir uns den Hub bauen. Und es geht endlich darum, dass wir jetzt auf dem Planeten Erz abbauen, verschiedene Materialien abbauen und Zeug herstellen. Also wir können, ich kann es schnell zeigen, es ist jetzt halt schon etwas gegangen. Aber man kann, wenn man zum Beispiel Erz abgebaut hat, kann man Eisenbarren machen und aus den Eisenbarren kann man zum Beispiel Eisenstangen machen. Eisenstangen brauchen wir für verschiedene Sachen. Ganz am Anfang haben wir von Hand abgebaut, dann haben wir eine zweite Stufe gehabt, wo wir so kleine Roboter hatten, die sich abgebaut haben und wir haben auch manuell müssen das Erz rausnehmen. Inzwischen haben wir ein Gebäude, das das alles automatisch macht. Man kann Laufbänder machen und kann dann sagen, hey, das Erz soll da natürlich in einen Schmelzofen rein, zum Barren herstellen. Und dann kann man Konstruktoren bauen. Man kann die Laufbänder setzen, man kann die Laufbänder splitten. Es geht wirklich darum, dass man immer mehr baut und immer mehr automatisiert. Am Anfang machst du es von Hand, irgendwann läuft alles vollautomatisch. Und
Grundsätzlich füllen sich dann da die Lagercontainer auf mit den Sachen, die man braucht. Da. Und es ist echt genial gemacht. Also als Aufbauspiel. Ich kann es Coop spielen zu dem, ist es mega, mega nice. Und das ist so ein richtiges Suchtspiel. Wenn man da mal anfängt, man kann kaum noch aufhören. Und ich habe das vor ein paar Jahren habe ich das wirklich intensiv gesuchtet. Darum kenne ich mich ein bisschen aus. Es hat sich auch vieles wieder verändert in dieser Zeit. Also Black, ich kann es empfehlen. Es ist super gemütlich. Man kann auch die Welt entdecken. Man hat ein paar Viecher, die nicht freundlich sind, die man halt schnell abmetzen muss. Es hat auch ein bisschen Action in dem Sinn. Man kann Fahrzeuge herstellen, um sich schneller fortbewegen, besser über das ganze Terrain kommen. Und das ist sehr schön gemacht. Also, wirklich, schau es dir mal an, Black. Ich könnte mir vorstellen, das wäre sogar noch etwas für dich. So. Beton ist uns ausgegangen und wir sind immer noch dran, dort unsere Kupferproduktion aufzufahren. Das heisst, wir müssen weiter Beton herstellen. Ich frage mich jetzt gerade, wenn wir das schnell automatisieren. Zum Automatisieren bräuchte ich aber auch wieder Beton. Das ist aber easy. Es wäre eben schon noch cool, wenn wir jetzt hier gerade Beton ein bisschen automatisiert hätten. Das müssen wir noch von Hand herstellen, aktuell. Übrigens, Blackie, ich habe es vorhin schon gesagt, Sticker auf deinem Notebook. Hey, wow, grosse Ehre. Also auch mein Kopf auf deinem Notebook drauf. Kann man machen. Nice. Ich reg mich immer noch auf, Kopfdeckel. Also alle, die so einen Sticker bekommen haben von mir. He. Irgendwie, ich weiss nicht, ob das ein seichter Stift war, den ich hatte, ob ich zu wenig lange gewartet habe mit Trocknen. Aber es ist halt, die Unterschrift ist immer so ein bisschen verschmiert. I'm so sorry. Ja. Wieder etwas gelernt. Nächstes Mal ist das dann besser. Gut, Beton haben wir gemacht. Wir machen schnell. Das ist übrigens so typisch Satisfactory. Man will etwas machen, bevor man aber das fertig macht, denkt man, ich muss etwas anderes automatisieren. Das hört einmal nicht mehr auf. Wir möchten gerne einen Konstruktor bauen zum Beton automatisieren. Jetzt mache ich das so. Ja, ist ein bisschen doof. Es ist jetzt ein bisschen doof, wie ich es hingestellt habe. Das heisst, wir bauen tatsächlich den Lagercontainer schnell ab. Dann haben wir jenst so Material, das jetzt halt rumliegt, weil es nicht Platz hat im Inventar. Ich hoffe, das ist kein Problem. Wir bauen anschliessend einen Konstruktor. Uns fehlt Material. Was brauchen wir? Verstärkte Eisenplatten müssen wir noch schnell machen. So, ich mache in der Main Quest weiter. Oder hat sie ja gesagt, ja, aber gut, ich bin mich kannst du so schnell ablenken in einem Spiel. Also Leute, die mir immer mal wieder auf meinem Channel zuschauen, wissen, dass das so ist. Ja, es ist genau das. Es ist nur schon ein Fokus jetzt auf das Objective. Ich laufe 2 Meter und denke, da hat sicher laut. Dann bin ich eine halbe Stunde irgendetwas am Lauten. Nein, aber es ist auch da, wir wollen Kupferproduktion machen. Ich will vorher ein Fundament haben. Fundament brauchen Beton. Ich will den Beton aber nicht von Hand machen. Also tue ich ihn zuerst automatisieren. Um das aber zu bauen, muss ich jetzt wieder etwas anderes bauen. Verstärkte Eisenplatten müssen wir haben. Für das brauchen wir noch Schrauben. Das ist easy peasy, da haben wir genug. Aber ich habe keinen Platz im Inventar. Das ist ein bisschen doof. Wenn wir hier schnell das Essen ablecken und die ganzen Blätter, die wir dabei haben. Und das Holz auch noch. Und dann machen wir Schräubchen. Teufelskreis, das ist es so. Und da, also, ich glaube, das geht aber allen so im Satisfactory. Das geht allen so. Auch früher, das war immer so gewesen. Ich habe sie auch schon gestreamt auf meinem Channel. Und ich hatte dann auch so Projekte gehabt. So wie jetzt, oder? Ein Hauptziel für diesen Stream. Und am Ende von irgendwie so 6 Stunden Streams
bin ich keinen Schritt weiter gewesen, weil ich einfach alles andere gemacht habe. Oder? Quasi all die Vorbereitungen, damit das Projekt überhaupt smooth läuft. So, die Schrauben sollten lang. Wir brauchen nur 2 verstärkte Eisenplatten. Ich mache mal schnell ein bisschen mehr, weil wir mit noch sicher ein paar Konstruktoren bauen. Also zuerst Beton automatisieren, dann kümmern wir uns weiter um das Fundament kümmern. Ich muss wahrscheinlich ein bisschen Beton von Hand herstellen, weil halt die automatisierte Produktion nicht wirklich schnell ist. Man ist von Hand tatsächlich schneller. Der Vorteil ist halt einfach, hey, während man irgendetwas aufbaut, produziert es dann da von allein und dann ist es halt schon auch cool. Techie, grüezi, schön, dass du da bist. Hey Troy, hallo Welt, grüezi Techie. Geht's dir gut? Alles klar? So, Konstruktor. Übrigens, Control ist immer euer Freund in diesem Spiel. Weil dann ist es immer allein. Also jetzt, wenn ich es nicht drücke, kann ich das überall hinbauen. Also überall, das hat schon so einen Nebenpunkt. Aber mit Control tut es alleine, jetzt zum Beispiel an diesem Gebäude. Das heisst, wir werden endlich hier geradeaus. Ich muss jetzt schnell schauen, dass ich hier eben die Dinger nicht zubaue. Shit, Moment schnell. Ja, das nehmen wir schnell. Wir haben keinen Platz. Inventarplatzproblem gehört halt einfach auch dazu. Tatsächlich ist einfach so. Ja, das ist geil, oder? Ich muss noch einen Container haben. Jetzt sind wir schon wieder einen Schritt weiter entfernt von unserem Ziel. Ich muss jetzt einen Container bauen. Geil. Ja, das ist nur temporär jetzt hier. Darum stelle ich es auch oben drauf und mache mir nicht gross Gedanken. So. Ich muss schnell das Zeug aus dem Weg räumen. Da. Ja, wir können es eigentlich... Oh, das war verkehrt rum. Wir können es eigentlich schon nutzen als Lager. Aber ich habe das Gefühl, das ganze Ding da ist ein bisschen temporär. Ich möchte wenn schon das Lager hier hinten haben. So. Ich spüre, wenn ich mich immer weiter von meinem Ziel entferne. Jetzt habe ich schon die nächste Idee. Zuerst mal Konstruktor. Das versuchen wir so bündig wie möglich hinzubauen. Ja, das muss da einer stehen, das stimmt. Ja. So. Mal schnell schauen. Förderbänder tun wir schnell auf 6. Und dann tun wir das schnell verbinden. Das Schritt 1. Jetzt kommt da der Kalkstein in den Konstruktor rein. Wenn wir sagen, mach Beton daraus. Und das geht nicht. Auch weil wir keinen Strom haben. Milan, grüezi, hello. Milan, wie geht's dir? Alles gut? Geht's dir gut? Schön, dass du reinschaust. So, wir machen Strom. Wir haben Kabel. Wir haben, das ist... Jetzt fängt da eben schon wieder an. Es fängt schon wieder an. Also pro Mast können wir 4 Verbindungen machen. Ah nein, ist alles gut. Ist alles gut. Ich muss ja da gar nicht gross etwas machen. Ist alles gut. Wir haben hier einen Mast. Also das habe ich gar nicht gelesen. Der Techie, der NHL-Profi, die ganze Base ist temporär. True, Techie, es ist true. Es ist immer wieder. Alles, was man baut, ist temporär. Wenn hört das Spiel auf? Irgendwann hast du eine riesen Base und dann denkst du, hey, ich muss das jetzt einfach auf eine Grenze stellen. Und es ist immer temporär. Techie, willst du nicht darüber reden? Dir geht's gut, Melan, mir geht's auch gut. Heute kalt geduscht, weil es nicht anders ging. Kein warmes Wasser heute in der Wohnung. Also sehr, sehr frisch, ja, sehr wach. Also ich finde es auch, er hat sich gut geschlagen, der Techie. Er hat sich gut geschlagen. Er ist ins Finale gekommen, also muss man ja schon mal erwähnen. Der Techie ist ins Finale gekommen von diesem NHL-Turnier. Da musst du zuerst mal arbeiten. So,
Und meine Überlegung ist jetzt eigentlich, hey, wir haben das und ich will endlich, dass es da über transportiert hat. Das wäre doch schon noch nice, wenn wir den Kalkstein einfach direkt da hin hätten, wo er hingehört. Wir könnten sogar sagen... Ja, das wird schwierig. Nein, ich mache das später. Weil sonst kommen wir heute echt so nicht. Ich sage ganz simpel, hey, anschliessend Lagercontainer. That's it, grundsätzlich. Ja, das ist jetzt nicht so, wie ich das wollte. Hat nicht richtig gesnappt. Lagercontainer. So. Verbinden. Und dann haben wir hier unseren Beton, der sich ansammelt. Ganz simpel. Jetzt tun wir hier noch schnell... Ja, jetzt haben wir hier halt einen Haufen Kalksteine. Wir können irgendwann mal entsorgen, aber wir brauchen jetzt mal ein bisschen Beton. Dann können wir mal schnell das, was wir können. Habe ich unter deinem Namen gespielt, alles gewonnen, Final unter meinem Namen, zack, verloren. Zecki, das könnte schon noch sein, dass es an dem liegt. Das ist der Algorithmus im Spiel. Der Algorithmus. Oder so irgendetwas Psychologisches beim Gegner. Der Gegner immer, oh shit, Blackie, hey. Blackie, das schaffe ich nie. Und dann heisst er plötzlich Techie und jeder Gegner, ja, easy peasy. Easy! So. Beton, dann machen wir Fundament, dann machen wir Kupferminer. Ich schaue auf die Uhr. Vielleicht schaffen wir es heute tatsächlich noch, dass wir einen Container haben, wo sich Draht ansammelt. Und vielleicht schaffen wir es sogar noch, heute die nächste Upgrade-Stufe zu machen. Genau so. Speedrun. Speedrun. Ein satisfactory Speedrun. Ach schon, ja, das stimmt. Der Bounce hat das auch häufiger mal gestreamt. Das ist true. Sagt mir jetzt einfach überhaupt nichts. Also, I'm so sorry. NHL FIFA sagt mir null. Also, das ist, ja, ich schaue vielleicht gerne zu, tatsächlich. Aber selber spielen, das ist gar nichts. Einfach weil ich halt auch nicht wirklich interessiert bin an diesen Sportarten in real life. Das liegt ganz sicher einfach auch an dem. Da bin ich raus seit Jahren. Früher bin ich mal gut gewesen. Ich muss ganz ehrlich sagen, das einzige FIFA, das ich viel gespielt habe, ist auf dem Nintendo 64 gsi. Es hat FIFA 64 geheissen. Wer kennt es noch? Ich habe immer den Goalie abgeschlagen. Alle Regeln ausgeschaltet und dann habe ich immer den Goalie abgeschlagen. Wow, das waren noch Zeiten gewesen. Das ist das Einzige, was ich gespielt habe. Aber das ist noch einfach etwas anderes. Gut, man kann es heutzutage auch noch machen. Ich sage jetzt mal, ein paar Kollegen, die sind bei dir daheim, der hockt aufs Sofa, jeder hat seinen Controller, hast noch ein Bier und hast auch ein Gaudi bei dem Ganzen. Das ist sicher nice, aber irgendwie da allein jetzt an der Konsole hocken und dann online gegen irgendwelche Randoms spielen, das ist gar nicht meins. Also jetzt bezogen auf irgendwie Fußball zum Beispiel. So, wir schauen schnell Fundamente. Ja, brauchen wir noch schnell ein paar Platten, sonst müssen wir da noch ewig hin und her säckeln. Platten. Zack. Das war noch viel zu viel gewesen. Das ist alles gut. Wir gehen zurück zum Kupferprojekt. Ui, falsch oder nicht? Ja, gut, alles gut. Also, wir haben angefangen Fundament bauen. Das tun wir jetzt noch schnell ein bisschen weitermachen. Schon mal schön auffüllen. Etwa so. Jetzt ist die Idee, dass wir hier irgendwie rüberkommen. Ja, das ist jetzt schon mal
Da müssen wir aufwärts gehen. Und ich will es sauber haben. Das heisst, wir machen das nicht so. Nicht so, sondern so. Ja, ich glaube, das kann man machen. Kann man das machen? Schnell überlegen. Da müssen wir noch weiter rüber. Das heisst, uns da nach den Händen ziehen. Da auch. Wir brauchen Kettensäge. So, also die Idee wäre das. Wir gehen hier ein bisschen rauf. Schnell nachlesen, so wenig war. Nein, ich habe diesem Turnier das erste Mal gegen andere gespielt. Genau. Jetzt schnarrt es wieder. Schnarrt es wieder da. Ich muss hier noch schnell. Vor allem ist das im Fall viel toxischer, als man meint. Dann drücken sich gegenseitig extra Pausen rein und so. Ja, ja das wäre nichts. So, dann schnell sauber verbinden. Wie gesagt, ich bin Perfektionist. Man müsste es tatsächlich nicht machen. Man kann alles freischwebend in der Luft bauen, aber da bin ich allergisch auf so Sachen. Oh, ich finde das Schweizerdeutsch immer süßer, je mehr ich verstehe. Melan, es freut mich echt sehr, dass du immer wieder dabei bist und obwohl du nicht alles verstehst vielleicht, aber du trotzdem irgendwie dazu bereit bist, so ein bisschen das Schweizerdeutsch zu verstehen, zu lernen. Das ist echt mega cool. Und ja, ich kann mir schon noch vorstellen, dass das Schweizerdeutsch halt schon süß klingt. Ein bisschen kratzig manchmal, ein bisschen kratzig. So, jetzt, ja, schnell überlegen, was wollen wir überhaupt machen? Was ist das Ziel des Spiels? Wir müssen schnell eins rauf. Ja, das ist jetzt halt das. Nein, das ist wieder falsch, wir brauchen das. Das ist halt wieder, wenn man es halt schön haben, dann muss man das machen. Oder? Ich weiss nicht, Techie, machst du das auch so? Haben wir so Perfektionismus, nichts schwebend aufstellen? Jetzt machen wir das am besten so. Wir gehen wirklich schrittweise rauf. Ist das richtig? Also. Ja, das ist gut. Das ist gut. Das wird was. Jetzt probiere ich aber, das hier schnell anders zu machen. Weil das ist viel besser. Also, wir sind nicht zweimal Fundament bauen hier. So, wir kommen dieser Sache langsam näher. Ja, da kann man es direkt bauen. Das ist easy. So. Jetzt fehlt Beton. Oh, Blackie, das habe ich gar nicht gesehen. Ich muss wieder los, noch Haufen Sachen erledigen. Ciao zusammen. Hey Blackie, merci, dass du reingeschaut hast. Ich wünsche dir noch viel Erfolg bei deinem Vorhaben mit Sachen erledigen. Man liest sich, man hört sich, man sieht sich. Bis zum nächsten Mal, Blackie. Noch ein ganz schönes Tag, noch einen ganz schönen Abend wünsche ich. Mein nächster Partner wird Schweizer. Oha, Melan. Jetzt aber, hä? Direkt entschieden, hä? Bin ich absolut bei der Perfektion. Muss schweben. Nein, ja, es ist. Ich meine, manchmal baut man Brücken, ja. Aber auch dort, ich meine, man könnte so eine Brücke einfach gerade überziehen. X Kilometer, oder? Und dann schaust du es an und denkst auch, hey, nein,
Mit dem kann ich nicht leben. Und dann mache ich einen Pfeiler. Das ist so unnötig. Es braucht ja so viel Material dann. Aber es muss einfach irgendwie realistisch aussehen. Hey, ihr habt Geld, true. Melan, aber bei uns ist auch alles ein wenig teurer. Ja, aber ja. Ich denke mal unterm Strich, ja. Und redet es uns an. Sehr schön. Sehr schön, Melan. Völlig aus dem Konzept gefallen. Beton. Beton. Jetzt. Sehr gut. Also wir machen hier weiter. Also, das ist schon wieder so schwebend, oder? Schwebend. Nein! Geht nicht. Das geht. Immer schön mit dem Boden verbunden sein. Jetzt muss ich schnell schauen. Ja, es geht tatsächlich auf. Das ist verrückt. Verrückt ist das. Was soll jetzt gehen? Jetzt muss ich schnell überlegen. Ja. Kann man schnell eine Korrektur reinmachen. He? Gleichmäßig muss es sein. Also, es ist schon mal nicht schlecht. Da kommt ein bisschen Boden vor. Ich lebe jetzt mit dem. Die Frage ist auch, wenn wir hier irgendwie rauf. Wir könnten theoretisch schon rauf, aber es ist natürlich... Wir müssten hier recht steil runter zuerst mal. Ist das... Ich muss schnell schauen, ist das... Okay, nein, das ist steiler als da, wo wir hier vorhin gebaut haben. Ja, da sieht es komisch aus. Uff, da sieht es komisch aus. Okay, wir müssen es machen. Wir müssen es machen. Wir können es immer noch ändern. Mein Gott, das ist halt einfach so. Ich habe mir jetzt halt auch überlegt, da könnte man auch etwas bauen. Aber irgendwie möchte ich da schon runterkommen. Ich möchte eine Schräge haben. Ich mache das jetzt nochmal schnell temporär so. Und dann schnell zum Schauen. Ja, das ist... Mal, das geht auf. Es geht auf. Machen wir. Das kostet jetzt ein bisschen Material, aber mein Gott, es gibt Schlimmeres. Niemals schwebend, hä? Niemals. Oh, das ist falsch. Blau ist gut. Ungenügend Materialien, hä? Oh, verdammt. Sehe ich genauso. Brücken brauchen viele, ja, true. Ein wenig ist gut. Aber auch nur, weil das hier nicht die offizielle Kanal ist. Shit, jetzt habe ich schon wieder den Zusammenhang verloren. Chat, ich verliere immer den Zusammenhang. Aber wahrscheinlich hat der Techie recht. Jetzt geht er echt noch auffällen. So, lieber Chat, ich brauche Beta. Ich habe so wenig Beta, es ist zum Kotzen. Ich muss von Hand produzieren. Also, von Hand produzieren. Beta. 133. Ich brauche mehr als das, oder? Aber ich werde auch nicht stundenlang jetzt hier produzieren. Einmal klicken und alles gut. Auffüllen. Ah, jetzt. Ich muss noch mal lesen. Jetzt geht es echt noch auf. Das ist... sautet. Aber in dem Fall, du würdest jetzt das nicht machen, hä? Also ich meine, ist ja okay. Sehe ich immer wieder mal, es triggert mich immer wieder aufs Härteste. Aber ich verstehe es irgendwie. Es gibt genug, was nicht würde machen. Aber dort bin ich Perfektionist. Ja, ich meine, okay,
Ich könnte jetzt tatsächlich sagen, ich fülle nicht auf, ich mache wie so ein Häuschen. Das Problem mit diesem Spiel, ich kann glaube nichts Gescheites in das Häuschen reinbauen. Vielleicht schon, ich muss mal schauen. Aber da wäre jetzt vielleicht etwas gewesen, was ich noch an dieser Stelle hätte machen können. Quasi wie eine Überdachung, die schräg runtergeht. Aber dann hat es halt unten immer die komischen, es ist immer so Zickzack und so. Das gefällt mir dann wieder nicht. Es ist schlimm. Perfektionismus muss schon sein. Immer geil, wenn man einen Insult falsch schreibt. Das ist richtig fail. Das habe ich nicht gesagt, okay. Das erste, was man automatisiert ist, jawohl, Beta, lächerlich übertrieben. Ja, es ist halt schon so. Fundament brauchen Beta. Ja. Was ich eigentlich jetzt machen müsste zum Optimieren, aber dann brauche ich die Splitters. Ich müsste den Miner komplett auslasten, den einen Miner, den ich jetzt hier habe in der Base, dass ich so viel Beta wie möglich aus dem Kalkstein machen kann. Das möchte ich sagen. So. Beta. So. So, jetzt gehen wir wieder auffüllen. He? Ui. Wie er slidet. Geil. So. Blau ist gut. He? So. Auffüllen das Zeug. Ja, es kommt gut. Es kommt gut, gefällt mir. Dann machen wir das hier. Ja, sieht ein bisschen speziell aus. He? Oh, das ist wieder schwebend. Ich glaube, ich muss das zuerst auffüllen, sonst komme ich nicht an. So, auffüllen und draufbauen. So. Mit dem kann ich leben. Jetzt müssen wir da nicht immer irgendwie zwingend da drauf. Ich finde das eigentlich schon noch gut. Ich finde das eigentlich noch nice, falls wir ein Fahrzeug haben. Wäre das hier der Weg, wo das Fahrzeug wahrscheinlich fahren würde? Sliden ist Leben in jedem Game. Es ist schon so. Nein, warte jetzt, aber sautet zuerst. Looten. Ja? Ich habe die Tasse nicht da, aber auf meinem Merch steht damals Looten ist Leben. Looten ist Leben. Das ist absolute Priorität. Und wenn man sliden kann, dann slidet man natürlich auch. Das ist noch eine zweite Priorität. Genau. Dritte Priorität ist dann Teammates wieder beleben. Nachdem er gelootet und geslidet hat. So, die Überlegung war jetzt, wo wir da so ein bisschen... Das sieht irgendwie ein bisschen komisch aus, das ist jetzt halt einfach so. Ja, wir haben hier ein Fundament gebaut. Wir möchten gerne noch einen Miner machen. Das müssen wir dann halt auch schön ausrichten, und damit alles hier ein bisschen symmetrisch ist. Wir brauchen Strom. Die Frage ist, wir bauen ab. Wo wir konstruieren? Wir könnten diesen Platz direkt nutzen zum Konstruieren. Harvest. Das macht Sinn. Weil dann würde ich hier unten konstruieren. Das heisst, wir brauchen aber einiges an Strom hier unten. Das heisst, ich muss mir hier schnell so eine Leitung abzwacken. Aber das dichte Stein jetzt mit drin steht unten. Welcher Stein? Shit, Mann. Ja, also schau jetzt weg. Das stört mich eben schon. Es ist jetzt einfach... Es ist einfach so. Was können wir dagegen machen? Sollten wir jetzt auch einbauen? Ich habe hier ein Hütchen. Wo wir es ein bisschen erhöhen mit denen. Nein, ich kann es sagen. Es ist jetzt einfach so, mit gewissen Sachen kann ich leben. Also man muss ja... Gut, da finde ich es schon eher störender, weil das ist eigentlich nicht realistisch. Blümchen, die da durch das Zeug durch den Beton durchwachsen. Aber irgendwie da so ein Stein, der durch den Beton durchkommt, upsla. Das wiederum, ist okay. Sieht realistisch aus. I know.
Oder wie Mona würde sagen, D. So. Überlegen. Wo sind wir gewesen? Strom. Strom. Auf die Uhr schauen. Schaffen wir es heute noch irgendjemanden hin? Können wir noch irgendjemanden Strom verbinden? Da hat noch einer Platz. Ja, ich muss da schon wieder... Der Strom. Allerliebst. Jetzt muss ich schnell schauen, was ich da mache. Auch da bin ich Perfektionist, was Strom anbelangt. Ist das ein bisschen niedrig, wenn ich das hier mache? Könnte man theoretisch schon noch machen, oder? Könnte man jetzt noch machen, könnte aber auch oben durch. Kann ich da nicht hinbauen? Ist es im Weg? Das sieht doof aus. Sieht doof aus? So. Keine Ahnung, was ich machen muss. Keine Ahnung, wie ich das machen will. Nummer 1. Ja, das... Scheissdreck. Scheissdreck da. Geht nicht auf. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt mache, aber ich mache es jetzt. Oh, du hast auch so einen blöden Stein. So einen blöden Stein. Kann ich den... da kann ich jetzt wirklich nicht hier reinbauen. Jetzt gehofft, ich kann das hier rein... mal, es geht ja. Mal, das geht. Das ist alles gut. So, schnell schauen, ob der Anfang irgendwie funktioniert. Sonst wäre der Techie der Stromer. Das haben wir schon mal abgemacht. Ich bin nicht der Stromer. Also bei unserem Projekt werden so Sachen dann ganz klar gefixt. Ja, eventuell sollte man genug Zeit einrechnen. Ja, ja. Wie hast du jetzt echt für das Zocken bezahlt? Ja, also ich wäre für Streamen bezahlt. Das ist schon ein bisschen ein Unterschied. Ich muss ja schließlich auch die Leute unterhalten und so. Hä? Aber ja, ist korrekt, ja. Tatsächlich. Ja, ich brauche Draht. Habe ich da noch... Irgendwann habe ich doch da Kupfererz. Sehr schön. Wenn wir halt da noch ein bisschen von Hand herstellen. Ach, habe ich schon Kupfer? Nein, alles gut. Ich bin schon ein Arschloch, dass ich das mit dem Stein sehe. Es beschäftigt mich. Super. Es beschäftigt mich jetzt. Das ist so wie Inception, was du jetzt gemacht hast. Ja? Hast du mir so einen blöden Gedanken eingepflanzt? Der Stein. Ich wache heute Nacht schweißbadet auf. Dann denke ich, der verdammte Stein, der muss jetzt weg. Und dann gehe ich mitten in der Nacht, locke ich mich da ein und baue alle Fundamente neu. Kann ich bei euch anfangen, so als Deutschsprechende? Also Melan, es ist so, wir haben also alle unsere StreamerInnen und Streamer arbeiten bei prap.ch. Also das wäre so gesehen eine Voraussetzung. Ich sage jetzt mal, wenn du bei uns anfängst als Arbeitnehmer, dann wäre das eine Möglichkeit, denke ich jetzt mal. Wie lange kaufst du nicht alle 10 Minuten was im Prack-Shop, wenn du hier zuschaust? Ja, Techie, genau. Wir liefern leider nicht nach Deutschland. Ich merke es ja, du bist richtig am Vater. Steinproblem kannst du mit neuen Fundamentsachen lösen. Ja, true. Da kommt noch einiges dazu. Plötzlich halt so lässige Hütchen, die mal Stein waren. Ja. Aber das wäre wirklich eine Idee, einfach ein Hütchen machen drauf.
so viel Draht brauche ich brauche nicht etwa 5 Draht oder so. Aber ich produziere da jensten so Kopf. Ah, come on. Einrasten, einrasten bitte. So. Ich weiß immer noch nicht, ob das ein Glitch ist, den man hier ausnutzt mit dieser Einrastfunktion. Also ich muss jetzt nicht drücken, man müsste die Leertaste oder Maustaste drücken. Aber wenn man die Leertaste drückt, behaltet und dann anschliessend klickt, dann rastet es wie ein, aber eben auch nicht immer. So, Stromleitung. Nein, Strommasten. Meine Idee ist jetzt... Oh, das könnte man sogar machen. Das könnte man sogar machen. He? Und das heisst, ich müsste da nicht einmal... Ja, jetzt fliegt man da... Ja, okay, never mind. Das ist das Geräusch. Das allerliebste Geräusch. Gätthecki. Wir kennen es. Wer liebt das Geräusch nicht? Wenn einem die Sicherungen um die Ohren fliegen, so tönt es. Wir schalten wieder ein. Alert, Alert. Ja, jetzt haben wir da halt so ein Dreieck. Ich könnte jetzt tatsächlich auch sagen, ich trenne die Stromkreise, aber ich habe sie lieber verbunden jetzt in dem Moment. Ich sehe keinen Need für getrennte Stromkreise. Je nachdem kann es das Strommanagement ein bisschen vereinfachen. Wenn man weiss, okay, what is happening? Ich will doch eine Stromleitung bauen. Habe ich zu wenig Materialien? Dann ist alles gut. Alles gut. Das kommt gut. Es sieht nicht schlecht aus. Auch da ist immer wichtig, dass es einfach gut aussieht. Und jetzt gehen wir rüber und schauen, dass wir hier einen Strom haben. Das heisst, wir gehen in dieser Linie weiter da. Okay. Ich habe Angst gehabt, dass etwas schwebend ist. Ja, das ist jetzt auch wieder... Das ist wieder so etwas, da macht mich gerade nervös. Das macht mich gerade nervös, da, ja, wie es aussieht. Halb schwebend. Harvest it. Harvest it. Ja, ist gut. Sag mir nicht, was ich zu tun habe, liebes Spiel. Ja, danke. Schnell überlegen. Gehe ich da rüber? News from Earth. Widespread chaos and mayhem. World President urges all citizens to do their part and harvest alien artifacts. Wir haben hier noch ein paar Konstruktoren. Darum mache ich das jetzt. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen viel Strommasten gebaut. Mein Gott. Ist möglich. Jetzt mache ich da noch einen. Es ist einfach keine Ahnung. Irgendetwas muss ich machen. Easy suited, easy peasy bis nachher. Und Kila, wunderschönen guten Nachmittag. Kila, schön, dass du da bist. Geht's dir gut, Kila? Oh nein, Sicherung durch. Alarm! Oh mein Gott, wenn ich das Geräusch hasse. Nein, die Blütenblätter sind mir wahrscheinlich wieder ausgegangen. Jetzt fällt eben genau das an. Das ist am Anfang tatsächlich ein bisschen mühsam, bis man gescheit... Ja, die Blütenblätter. Ja, come on. Jetzt tue ich da einfach normale Blätter rein für den Moment. Kila, wie geht's dir? Gute Wochenstart gehabt. Ja, alles gut. Und bei dir und selber so, hey, ich kann mich auch nicht beklagen. Ist alles gut, alles gemütlich. Ausser dass uns jetzt der Strom nicht mehr mitmachen. Tun wir hier halt Blätter rein. Blätter 500 Stück, Blätter 500 Stück. Schalten das wieder ein. Let's go. Dann haben wir für ein paar Minuten sicher wieder Strom. Schnell ein bisschen Ordnung. Wo habe ich es gehabt? Da habe ich es gehabt. Gucken, das kommt auch weg. Puh, also, let's go. So. Das kommt gut. Ja, da ist die Stromleitung darüber. Was war das? What the hell? Habt ihr das jetzt auch gesehen, Chat? Das hat ausgesehen wie ein Chicken, das zu fliegen kommt. I don't know. Da muss ich mir die Wiederholung anschauen, was jetzt das war.
Ja, natürlich, vielleicht da noch verbinden. He? Das wäre nicht schlecht, wenn wir schon den Strom hier runtergezogen haben. Also, wir produzieren hier, also wir bauen hier tatsächlich jetzt Kupfererz ab. Wir wollen jetzt hier Produktion haben. Wir haben hier 2 Grad, das heisst, wir würden hier... Nein, Schmelzofen. Schmelzofen. 1, 2. 2. Wir haben noch keinen Splitter. Dann machen wir einfach einen. Schmelzofen. Aber wenn ich sage, wir machen einfach mal einen, brauchen wir irgendwann dann aber 2. Jetzt. Das ist da können wir rumnecken, das können wir machen. Wir machen einen Schmelzofen hier. Ich muss hier die Stromleitungen in der Quickbar haben. Strommasten auch. So, verbinden. Auf die Urlage. Wenn es irgendein Thema gibt, wo mich der Troy in seinem Influencer-Dasein nicht kann umstimmen, dann ist es Satisfactory. Bei Satisfactory ist meine Meinung schon unumstößlich, Troy. Okay, ja, das kann ich verstehen. Ich gehe kochen, meine Kinder sind am Verhungern, hat mich gefreut und freue mich auf das nächste Mal. Melan, immer wieder schön, wenn du hier bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend, guten Appetit und bis zum nächsten Mal, Melan. Samstag dann wieder auf meinem Channel geht's da weiter. Ha? So. Sagt man in der Schweiz auch? Wait a second. Was? Fiat? Was ist Fiat? Sagt mir gar nichts. Was ist Fiat? Auch noch kurz eine Erklärung, Melan. Was ist Fiat? Also wahrscheinlich nein, das wäre die Antwort. So, schon, das ist österreichisch und heißt macht's gut. Nee, das sagt man bei uns nicht. Jetzt hat mal das Schlittenspiel. Kann ich dich ausschalten? Immer wenn ich da bin, schnarrt das Spiel mit mir. Wie sagen wir in der Schweiz? Ich sage immer «schöne». Oder mach's gut. Ja, mach's gut ist so. Hab Sorge. Das wäre sowas. Hab Sorge. Das ist übersetzt. Hab Sorge. What? Halten. Halte Sorge. Macht das Sinn? Nein. Hab Sorge. Hab Sorge. Mit einem R und dann ist es perfekt, Melan. Hab Sorge. Das ist so quasi das «Mach's gut». Völlig aus dem Konzept gehabt. Was wollte ich machen? Habe ich den Strom verbunden? Nein, das ist nicht der Strom. So. Nein, ich habe es verbunden. Das ist unglaublich. Kupferbarren. Nein, ich habe keinen Strom. Der Strom ist mir rausgefallen. Schon vergessen. Schon verdrängt. Hab Sorge. Hab mich in deinem Herz fest. Ich sollte nicht auf diesem Channel singen. Das mache ich nochmal auf dem Channel. He? Wow. Wieso ist uns der Strom rausgefallen? Ja, das ist der Grund. Wir produzieren, wir brauchen zu viel Strom. Ist nicht gut. Ist gar nicht gut. Hab Sorge. Bis Samstag. Bye, Melan. Bis am Samstag. Techie, nein, ich glaube es nicht. Probier's doch sonst mal. Aber nein, ziemlich sicher nicht. Weil der Streamlabs-Bot, der tut die wahrscheinlich direkt timeouten dann noch dazu. Ich sehe nur ein Sternchen. Okay, dann ist es von Seite Twitch schon unterbunden. Was hast du schicken, Tech? Vielleicht kann ich ja schnell
das erklären oder schnell selber in den Chat posten. Ich muss schnell schauen, was ich mache. Ja, wir kommen heute einfach wieder nie an. Es ist echt schlimm. Da braucht so viel Zeit, Amix, wenn man es halt auch schön haben will. Klar, man kann sagen, weißt du, Fundament brauchen wir jetzt noch ewig nicht. Ja, da ging alles ein bisschen schneller. Strom, Biomassengenerator, ja. Jetzt müssen wir mehr Generatoren bauen, allerliebst. He? Was ist hinten und vor? Ich weiss es nicht so recht. He? Man weiß es nicht so recht. Aber ich würde jetzt mal sagen, so sieht es schön aus. Ja. Ist jetzt halt so, wie es ist. Wir verbinden. Ja. Nein. Hä? Stromkabel, die durch Gebäude durchfahren. Nein. Geht nicht. Ich hätte es jetzt halt auch gerne ein bisschen bündig gehabt. Ah nein, wir haben sie hier auch ein bisschen versetzt. Also alles gut, machen wir es so. Hier noch schnell verbinden, da haben wir noch einen frei. Let's go. Wir haben einen zusätzlichen Stromgenerator. Wir tun Blätter rein. Hallo, wo sind noch Blätter? Ach, ich finde das Zeug nicht. Es ist halt alles so ein bisschen temporäre Container und so. Ich habe noch nicht grosse Ordnung drin, aber kommt dann irgendwann schon. So, let's go, Blätter und wir schalten den Strom wieder ein. Wir sollten jetzt aktuell kein Problem mehr haben. Das heisst, da die Linie, das ist da, wo wir an Strom maximal können erzeugen können. Mit dem Setup, das wir aktuell haben. Das geht immer ein bisschen auf und ab. Ja, wenn es produziert, das ist tatsächlich normal. Das ist da, wo unsere Gebäude an Strom saufen. Aber ich sehe schon, die Spikes gehen bis hier rauf. Wenn wir jetzt noch ein Konstrukt, wenn wir da noch mehr bauen, dann wird es schon wieder kritisch. Schicke dir den Chicken Clip als... Ja, mach das. Schauen wir es nachher dann noch schnell an. Bevor ich Schluss mache, wenn ich daran denke, schauen wir uns den Clip noch schnell an. So, jetzt aber. Ich habe verbunden 4. Aha. Okay, hier fehlt noch was. He? Hier fehlt noch was. Dann gehen wir direkt um die Ecke. Das ist easy peasy. Ja, könnte man besser machen, aber mit dem kann ich leben. Gut, also Kupferproduktion, da kommen Kupferbarren raus. Jetzt kommt genau da, was ich meine. Wir brauchen einfach mal einen Konstruktor, aber ich weiß nicht, ob der Strom noch allein. Ja, dann können wir auch... Wo gehen die Förderbänder durch? Das wird lustig, hä? Mal schauen, wo wir die Förderbänder durchschicken. Wahrscheinlich muss ich den Hub noch anders platzieren, schlussendlich. Weil dort müsste ich fast zwingend mit den Förderbändern durch. So, jetzt schaue ich schnell. Gel ist, es kann zu Überlappungen kommen, wobei da stört es mich jetzt nicht gross. Also das sieht wirklich unrealistisch aus. Aber grundsätzlich haben wir hier Platz. Schnell schauen. Ja, das ist viel besser. Das heisst... Ja, das hure Gebüsch da, das hure Gestrüpp, nervt mich jetzt ein bisschen. Wir stellen das hier hin. Jetzt aber auch schon ein bisschen schön haben. Ja, mit dem kann ich leben. So, jetzt mache ich hier schnell Logistik Fördermast. Dann würde ich sagen... Zwischen hier. Ja, es ist
Könnte besser sein. Muss da schnell schauen, wenn ich das genau mache. Das wäre die erste Idee. Weg mit dem. Ja, dann. Was halt auch immer doof ist, wenn man über all das Zeug reinkommt. Und ich kann mir eben vorstellen, dass wir da nachher nicht durch müssen. Darum probiere ich jetzt etwas, aber ich weiss gar nicht, ob ich die Forschung schon so weit habe. Aber das wäre... Nein, ich kann es nicht. Kann ich das nicht? Weil ich es höher machen. Nevermind, das ist alles gut. Alles gut, das machen wir. Wir gehen runter durch. Mast. Das ist so. Uff, ist das zu hoch? I don't know. Finden wir raus. Ja, das ist definitiv zu hoch. Das ist definitiv zu hoch. Schnell schauen, was es macht. Ja, das geht nicht. Das geht nicht. Wäre aber eigentlich noch schön gewesen, wenn es funktioniert hätte. Das heisst, aber da wollten wir eigentlich... Machen wir es halt halb hoch. Bounce! Bounce! Wie geht's dir? Schön, dass du da bist, Bounce. Alles klar? Machen wir es so. Ich hoffe, das ist... Nochmal, das geht. Das ist easy. Wir gehen hier hin, wir gehen rauf. Jetzt können wir halt hier unten durchlaufen. Es ist nicht super hoch, aber... Ich kann unten durchlaufen. Wahrscheinlich mit dem Fahrzeug nicht unten durchfahren. Oh shit, wait a second. Schnell überlegen. Machen wir es da. Super da. Da halt so viel Platz wie möglich frei lassen. Das ist wahrscheinlich zu heftig. He? Nein, es geht. Very nice. Hallo? Hallo? Was ist los? Nein. 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 Der Konstruktorverkehr gebaut. Taggy hat das sicher gesehen. Taggy hat das sicher gesehen und er dachte, Troy. Du Noob. Du Noob. Was spielst du da für einen Quark? Ja, Bounce. Da würde dir wahrscheinlich auch noch gefallen. Hat der Herr Brack gesagt, das sei lässig, du musst das spielen? Nein, ich habe das entschieden. Nein, also, ich muss mich nochmal korrigieren, Bounce. Chat hat das vorgeschlagen. Das ist ein Vorschlag aus dem Chat. Ich habe gefragt, Chat, was würdet ihr gerne sehen? Da sind ein paar Vorschläge reingekommen, unter anderem Satisfactory. Und ich sage, das ist so ein Suchtspiel. Also, was muss man machen? Grundsätzlich, du kommst auf den Planeten, du hast zuerst mal nichts. Du musst zuerst mal Zeug abbauen, um die ersten paar Gegenstände herzustellen, die ersten paar Gebäude. Du baust effektiv von Hand ab, hast so Vorkommen, wir sehen es jetzt leider nicht mehr, weil das ist jetzt alles überbaut mit Fundament, wir sind ein bisschen weiter. Aber es geht eigentlich darum, Baumaterialien ab, stell Zeug her, um nachher weitere Gebäude herzustellen, um Forschung vorantreiben, um nachher auch einen Weltraumlift herzustellen, wo du Zeug ins All kannst transportieren. Und das Geile am Ganzen ist eigentlich, du musst es irgendwann automatisieren, wie wir jetzt hier sehen. Also statt dass wir jetzt hier von Hand Kupfererz abbauen, haben wir hier einen Miner angebaut. Der baut das automatisch ab. Wir haben Förderbänder gebaut, wo das Ganze in einen Schmelzofen führt, damit wir Kupferbarren automatisiert herstellen können. Und nachher machen wir aus den Kupferbarren anschliessend Draht. Es geht wirklich darum. Abbauen. Was steht in meinem Titel? Was habe ich geschrieben? Abbauen, verarbeiten, automatisieren. Das ist ähnlich so Satisfactory in a nutshell. Der Nebeneffekt ist, wir verschmutzen den Planeten. Wir machen die Natur kaputt.
So, Strom. Endlich ist alles gut, aber der Strom fehlt noch. Das machen wir schnell so. Oh, haben wir zu wenig? Wir haben kein Kabel. Ich muss Kabel holen. Verkehr passiert mir öfters, als ich gerne hätte. Ja, manchmal achtet man sich auch nicht mehr auf die Pfeile. Denkt man mal, das stimmt schon. Ich brauche Draht. So schnell von Hand herstellen. Das ist übrigens auch etwas bei uns. Man kann alles auch. Wobei, ich muss so sagen, im Moment kann ich alles noch von Hand herstellen. Also ich muss es nicht zwingend automatisieren. Ich kann mir auch die Zeit nehmen und das von Hand herstellen. Aber es gibt nachher nicht Sachen, die kannst du nicht mehr von Hand herstellen. Du brauchst so Konstruktoren, die aus 2 Teilen 1 Teil machen oder sogar aus 3 Teilen 1 Teil. Das ist im Fall wirklich so abartig, wie nachher die Base irgendwann aussieht. Da wird alles voll sein mit Konstruktoren, mehrstöckig. Ja. Wieder alles und jeden ausbieten. Ja, das können wir halt. Ja, True Bounce, das ist halt schon so. So, haben wir da schon genug? Oh, es ist schon wieder 5. Das ist unglaublich. Die Zeit verfliegt. Vor allem mit diesem Spiel. Es ist schlimm. So. Ja, jetzt fehlt uns schon wieder. Es fehlt immer irgendetwas. Das ist geil. Also ich kann natürlich nicht Berge aufsliden. Das geht nicht. Draht. Das ist fast im gleichen Takt wie die Musik. Oh, ich glaube, ich muss aufhören mit dem Stream. Ist das schon... Was? 6 Blätter. Ah, Strom. Ich drehe durch. Der Biomassengenerator. Das ist echt... schlimm. Gateki. Biomassengeneratoren. Uff. Blätter sammeln. Uff. 6 Blätter. Das ist mühsam. Nein, wieder rausnehmen. Jetzt schnell. Ich kann nicht splitten. So. Ich hoffe, für diesen Stream lange es jetzt noch da. Ja, nur das Zulassen ist mühsam, wenn der Ton kommt. Jetzt kommt einfach ein Stream rein. Jetzt habe ich dort gerade etwas gesehen, das schwebt. Nein, was, wo schwebt? No way. Was schwebt? Nein, das kann nicht sein. Kann nicht sein. Kann nicht sein. Hast du falsch geschaut. Das kann schon sein. Verdammt. Ja, jetzt kann ich dann wieder nicht schlafen in der Nacht, oder? Wegen dem. So, schnell verbinden. Ich komme das Geräusch nicht. Aha, wait, okay. Ja, wie die Spikes, die sollten wir können. Mama, ist alles gut. Alles gut, wir machen uns Kopfverbarren. Alles gut und die Sicherung fliegt uns um die Ohren. Geil! Geil, ja, da kommt der Spike, der hat es nicht mehr gelitten. Ja, wir sind weit gekommen heute. Wir sind weit gekommen. Ich brauche eine andere Stromquelle. Aber so weit bin ich noch nicht. Also, wir schließen den Stream so ab, dass ich jetzt halt da wirklich einfach noch schnell... Wobei ich könnte da sagen, weißt du, Strom ist jetzt scheissegal, wir machen schnell den Rest noch. Können Sie so machen. Wir können es so machen. Ja, dann muss ich aber das Hub zügeln. Es ist echt unschön. Echt unschön, ne? Ja, ich tue jetzt noch ein bisschen Blümchen sammeln. Das ist jetzt da, mit dem ich den Stream beende. So wie ich ihn angefangen habe, wir sammeln Blümchen. Gehört zu einer Maschine. Sehr gut. Dann kann ich beruhigt schlafen heute Nacht. Saltet.
Wie unangenehm. Da hat die Blümchen, die hier in den Fundamenten wachsen. Das sind die schönsten Blümchen. Und wie gesagt, Blüten sind effektiver, wenn wir das in den Biomassengenerator rein tun. Dann hebt der Strom länger. Das ist wunderschön, hä? Wunderschöner Content, Blümchen pflücken und so. Apropos Saudi. Schwitzen wir heute noch rein? Wenn wir jetzt... Aha, der Saudi. Jetzt ist es angekommen. Der Saudi. Der Mr. Saudet. Könnt ihr heute noch ein bisschen schwitzen, hä? Bounce, jetzt übrigens noch schnell. He? Bist du einfach nicht gekommen am Sonntag? He? Jetzt dich angeschissen, Bounce. Hast keine Lust gehabt. He? Gut, du hast ja nicht, du hast ja gesagt, du schaust mal. He? Also alles gut. Es war schon ein bisschen schade, dass wir keinen Bounce-Day hatten. Es war schon ein bisschen schade. So, wie viel habe ich? Ja, da reicht nie hin. Das längt nie hin. Ja, jetzt kommst du mit deinem blöden... Ich gehe ja schon. Übrigens, ich glaube, das lässt, die Dinger da lassen Gas raus. Die furzen, nachher stirbt man und so. Nicht schön. Ja, da ist es ja. Oh mein Gott. Das Beere nehmen. Ich sehe endlich meine Heal angezeigt. Die haben ihr noch nie gesehen, weil ich immer da bin. Das ist übrigens auch so etwas. Man kann sich hier heilen mit diesen Beeren. Nom 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 und so. Geil, oder? Ich muss das mal schnell gezeigt haben. Ja, mit dir hätte ich nicht beantwortet. Habe ich so viel überlesen von dir, Bounce? Es ist unglaublich. Jetzt muss ich schnell schauen, oder? Kann ich gar nicht sehen. Ja, da kann ich halt, du lügst doch einfach wieder, oder? Du lügst einfach wieder. Also man sieht dir richtig aus, dass du richtig Freude hast bei mir. Ja, Lauten ist Leben. Da könnte ich tagelang machen, da Blümchen pflücken und so. Das ist dann, wenn da der Techie und ich das Satisfactory-Projekt angehen. Ich bin auch der Blümchen pflückt und Hypertubes herstellt. So, wenn ich 3 Stacks hätte, ja nein, die habe ich lange nicht, ich habe nur 2 Stacks. So. Ja. Noch mehr Blümchen, da hat es noch. Let's go. Ja, das geht nicht. Da, Blümchen. Ha, geil. Das ist typisch Bounce, das sagt er immer. Da nochmal, ja, aber ist das ein Schönwetterplanet? Oder sind deine Maschinen die besten der Welt und halten jeder Witterung stand? Ich muss schnell überlegen, also zum Thema Wetter, ich glaube, da gibt es schon unterschiedliches Wetter. Techie, weißt du da noch? Aber das Zeug, das ist Hightech, das geht nicht kaputt. Geht nicht kaputt. Einmal gebaut, geht nicht kaputt. Ja, ich glaube, es kann regnen. Ich glaube, vielleicht haben wir es sogar schon mal gesehen in diesen Streams. Gut möglich. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, also es ist nicht irgendwie wie Icarus, wo du vom Blitz getroffen wirst und dann vom Gebäude anbrennen und so. Nein, alles chillig.
Alles chillig. So gesehen ist es eigentlich schon ein Schönwetterplanet. So, schnell schauen. Ja, 3 Stacks machen wir noch schnell voll, dann haben wir kein Stromproblem für den nächsten Stream lang. Ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen, so lange hat es wahrscheinlich dann auch nicht. He? Ja, du Knaller, aber kommt sie eher am 7. heim oder am 11? Wait, what? What? Sie kommen nicht raus. Von was redet der Bounce eigentlich? Von was redest du? Ah, du bist ready, sobald der Try aufgeht. Ja, allzu lang dauert es nicht mehr. Ja, jetzt muss ich den langsam. Wir schauen uns noch schnell den Clip an. Wir füllen noch schnell Generatoren auf. Ah, ja, okay. Ja, ich habe schon gedacht, dass es nicht für mich ist, weil ich jetzt gedacht, Schönwetter, 7 Blümchen, 7 nein. Also, jetzt machen wir da schnell. Treibstoff einfüllen, 400. Ja, das ist so gut wie ein volles Stack da. Ja, ist alles gut. Zack. Zack. Ich schalte den Strom noch schnell ein, einfach weil es schön ist. Damit wir schauen können, wie uns die Sicherung noch mal am Tor fliegt. Ich glaube, wir haben gesagt, das reicht nicht. Haben wir das gesagt? Ich weiß es nicht. Ja, da ist glaube ich, nein, ich weiß es nicht. Vielleicht reicht es. Und dann nächstes Mal bauen wir hier Förderbänder auf, dann haben wir eine Drahtproduktion. Wir haben tatsächlich keine einzige Upgrade-Stufe gemacht. Ich hätte es von Hand herstellen können. Mein Gott, I know. Ich hätte 300 von Hand herstellen können. Das wäre innerhalb von ein paar Minuten erledigt gewesen. Aber ich möchte da schon die hohe Kupferproduktion noch ein bisschen automatisiert haben. Finde ich schon auch noch wichtig. So. Das war der falsche Knopf. So Just Chatting. Was ist endlich da für Musik gefallen? Nice. Sehr gut. Ich muss noch schnell speichern. Muss ich noch speichern? Kann ich überhaupt speichern? Ich kann speichern. Brack.ch Stream speichern, überschreiben. Let's go. Ja, classically trained. Hä? Geil! Ich lese noch schnell, kannst du noch kein Biofuel machen? Ich kann noch schnell schauen. Ich glaube, so. Was soll ich machen? Wait a second. Biomasse. Nein, ja, ich könnte tatsächlich Biomasse machen. Biofuel ist noch, das ist noch der nächste Schritt. Das ist der nächste Schritt. Aber Biomasse kann ich machen aus den Blättern. Ja, true. Wäre auch etwas, hä? Wäre wesentlich besser. Merci, Zeki, das tue ich mir vormerken für nächstes Mal. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. True. True! Hätten wir ein bisschen weniger... eine Sorge weniger mit Blättchen sammeln die ganze Zeit. Also ich müsste es nicht mehr so häufig machen. Meine Oma pflegte immer zu sagen, nimm was du kriegen kannst. Bei uns, das ist, ja, tatsächlich. Und überleg dir gut, was du gegen die lästigen Steine unternimmst. Die huren Steine. Sautet, Gopferdeckel. In der Nacht. Es träumt mir von diesen Steinen. Sautet. So, jetzt habe ich gesagt, ich werde noch schnell den Clip anschauen, habe ich gesagt. Ja, schnell schauen, wenn ich da... Ja, so geht das. Schnell gucken. Wo ist hier meine Pause?
Techie, du hast mir das als DM geschickt, gell? Ja. Das war schon cool. Uiuiui. Guckli. Hoi, du geile Pfeil. Das sage ich jetzt nicht, ist family-friendly da. Hä, Guckli? Ein bisschen aufpassen hier im Chat. So. Ich habe es gerade nicht im Griff. Ich versuche, den Clip aufzumachen und euch vielleicht auch noch zu zeigen. Wollt ihr es überhaupt noch mal gesehen? Ihr habt es ja schon gesehen. Techie weiss schon, was es ist. Es ist wahrscheinlich überhaupt nichts Spannendes. Chrome, hallo, where are you? Schnell Fullscreen. Nein, ich weiss nicht, wie das geht. Shit, das ist ein bisschen klein. Ich muss da schnell wechseln. So. Das kommt gut. Ja, da ist irgendetwas zu fliegen gekommen, oder? What the hell? Ich habe es gar nicht gesehen. Die Stromleitung darüber. Ja, okay, das war nichts. Das war nichts. Okay, never mind. Das war irgendwie so ein Stäubchen oder so. Ich war echt verwirrt. Okay. So. Es hat irgendwie so im Augenwinkel jetzt nach einem Huhn ausgesehen. Hure gut. So. Googli geht's dir gut. Du kommst jetzt aber leider zum Schluss rein. Aha. Ich muss da schon direkt beenden. Nicht, dass ihr noch gebannt werden. Hä? Ja, nicht, dass ihr noch gebannt werden. Wenn jetzt da plötzlich Mods rum sind und das Gefühl haben, okay, das ist jetzt gar nicht family-friendly. Und ich glaube, es ist kritisch und so. Ja. Ich mache jetzt nichts, aber ich werde nur gesagt haben, family-friendly und so. Und wenn du das so sagst, dann geht es mir nicht gut. Ich benehme mich wie so Band. Das ist Kultur gut. Sehr gut. Ja, Kugli, wo bist du eigentlich du am Sonntag? Hast du auch keine Lust gehabt? Bounce hat keine Lust gehabt am Sonntag. Sautet hat keine Lust gehabt. Kugli hat keine Lust gehabt. Ganz coole Leute habe ich getroffen in Nottwil. Ganz coole Leute. Techie war der. Der Techie war der. So. Ich würde sagen, wir machen nächstes Mal weiter mit Satisfactory. Würde ich jetzt einmal tatsächlich gerne weiterspielen, aber Chat wie immer, also wenn ihr noch eine Idee habt, ja, google I know Final Fantasy VII Remake, ich weiss es jetzt, dass du schreibst. Aber wenn ihr sonst noch eine Idee habt oder jetzt denkt, hey, Satisfactory ist langweilig, I don't know, ihr dürft gerne Feedback geben. Ich versuche hier den Content immer ein bisschen anzupassen, so eure Wünsche in dem Sinn. Es wäre wirklich cool, wenn wir noch einmal den Last of Us Part 1 zocken, aber ich muss da zuerst Zeug abklären. Sauter war noch nie im Spital. Ich lese noch nie. Sauter war noch im Spital, ja. True, ich habe das mitbekommen. Ich hoffe, dir geht es wieder besser, gell, übrigens. Ich hoffe, es ist alles gut. Ich habe nicht alle Details mitbekommen. Musst du jetzt auch da nicht erzählen. Aber ja, dann ist klar. Dann kann man natürlich nicht. Aber der Googli, der immer stürmt, oder? Er will mich mal sehen live. Und dann kommt er einfach nicht, oder? Ja, geschafft, denke ich, und keine Lust auf die Saftsäcke. Sehr gut, Google. Ja, also jetzt, Google ist es so, ich habe das schon gesagt dort an dem Gaming Hotel Event. Ich habe gesagt, schau, jetzt ist der Google nicht da, jetzt gehe ich einfach auch nicht ans Hero Fest. Das hat jetzt der Google davon. Dann gehe ich einfach nicht, oder? Dann weiss der Google mal, wie das ist. Wenn die Leute einfach nicht auftauchen. Ja, weiterspielen, ja, true. Es ist eher ein Anfang. Ja, also das Anfang kommt eigentlich noch lange noch nicht. Wann fängt man so richtig an in diesem Spiel?
fällt irgendwie nie so richtig an. Es ist immer der Anfang von irgendetwas. Ich denke, so ein Meilenstein ist wirklich mal, wenn man wirklich mal sagt, so, jetzt mache ich eine riesige Fläche für die Base. Also nicht einfach da, wie jetzt da ein paar Fundamente zum Gebäude hinstellen, sondern man sagt jetzt wirklich, hey, jetzt baue ich echt eine riesige Fläche, wo einfach jenste Geräte hinkommen. Und die Fläche ist jederzeit erweiterbar, weil sie vielleicht erhöht ist zum Beispiel. Ja, dann geht es dann so langsam los. Und dann gehst du ein bisschen die Welt erkunden natürlich auch. Okay, dann halt. Dann sind halt all deine Fanchicks. Guckli, aber... Ach, shit. Ja. Ja, da kann ich nicht zulassen, Guckli. Ja, da kann ich tatsächlich nicht zulassen. Da muss ich halt gleich kommen. Kohlenstrom ist schon mal... Ja, die Root Hacky, das ist... Ja, ich hatte vorher damit zu kämpfen gehabt, mit dem huren Bio-Zeugs. Die erste Stromquelle, wo du dich eigentlich theoretisch nicht darum musst kümmern. Ausser du hast den Wasserteufelskreis, das Problem, das ich letztes Mal erklärt habe, mit dem Wasser, das rausgeht. Und Kohlekraftwerke werden nicht gekühlt und dann einen ewigen Teufelskreislauf. Aber ja, das ist schon der erste Meilenstein, macht es einfacher. Und die produzieren dann eben auch recht Strom. He? Ich weiss gar nicht, wie viele Biomassengeneratoren wir bauen müssen, um ein Kohlekraftwerk quasi ersetzen. Strommässig. So, aber lieber Chat, wir haben 20 ab. Ich mache mal langsam Feierabend. Ich würde sagen, ja, wahrscheinlich nächstes Mal auch wieder Satisfactory. Ich sage jetzt mal nicht, dass es The Last of Us ist. Nicht so wie letztes Mal, nachher komme ich da und spiele nicht The Last of Us. Chat, es war schön gewesen. Ich suche da gerade noch meine Notizen. Hat Spass gemacht, lieber Chat. Echt cool. Also, die Zeit verfliegt echt in diesem Spiel. Ich weiss nicht, wie es euch geht beim Zuschauen. Aber für mich verfliegt die Zeit enorm bei Satisfactory. Es ist einfach alles gerne spielen. So. Genau, mein nächster Stream wäre auch wieder am Mittwoch nächste Woche. So viel steht fest. Wenn ihr mich vorhin schon wieder gesehen habt, hier unten twitch.tv/treuhammeren oder im Chat haben wir es auch noch mal drin, den Link. Jeden Samstag. Es geht am nächsten Samstag weiter mit Little Nightmares 2. Little Nightmares 2 beenden wir noch am nächsten Samstag. Es gibt auch immer so ein bisschen Marbles on Stream. So, und viele Effekte und viele interaktive Sachen. Kommt doch mal vorbeischauen, aber die meisten kennen da glaube meinen Channel schon von euch, die hier im Chat aktiv sind. Merci vielmals, lieber Chat. Würde mich freuen, euch wieder zu sehen, euch wieder zu lesen nächstes Mal. Und ich wünsche euch noch ganz einen schönen Abend, ganz eine schöne Restwoche. Bye bye. Ciao zusammen. Wow. Tschüss zusammen. Bye bye.